Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission, die zweite Mission oder größer Vakanz hier aus dem Europaparlament. Wir haben das Woche Vorbereitungen gehabt für die nächste Woche zu Straßburg. Das heißt, all die Sujets, die zu Straßburg im Ordre du jour stehen, die gehen hier ein Jahr durchgeholt, die gehen am Gruppe diskutiert, die gehen an den einzelnen Arbeitskreisen diskutiert. Und ich finde, ich mal abgebracht, wie so etwas ausgesagt, für nicht mehr viel zu gucken. Das heißt, das ist ein ganz voluminöses Dossier. Und ja, das ist nicht, wie gesagt, dass man nicht zu dienen zu Straßburg. Das geht von morgens 9 bis abends 11 Uhr und das 3,5 Tage. Zwei Sujets, die diese Woche mich speziell im Ordre du jour waren, wo ich auch dort geschafft habe, das ist einerseits am Beschäftigungsausschuss die technologische Entwicklung, Stichwort Digitalisierung, was die nächsten Jahre die technologische Entwicklung als nicht abzuhalten. Au contraire, sie geht mit einem Tempo, mit einem riesigen Tempo geht es voran. Es geht darum, für sie zu lenken. Es geht auch darum, für die Leute, die an der Arbeitswelt sind, werden sind die nächsten Jahre, Jahrzehnte, für die fit zu machen, so ich mal ganz salopp, für die, dass die mit den neuen Technologien eins gehen, dass sie, wie gesagt, an der Arbeitswelt können bestehen. Da hat die Kommission eine Initiative ergriffen, eine Mitteilung gemacht, eine europäische Agenda haben sie herausgegeben für Kompetenzen, für Humankapital, auf für Beschäftigungsfähigkeit und auch Wettbewerbsfähigkeit von dem Sektor, aber auch besonders von den Beschäftigten. Die aus dem Gange für die bestehenden Kompetenzen, für die mal einerseits zu festigen, auch auszubauen, und dann natürlich aber auch zu gucken, einerseits dem Wandel, den ich beschrieben habe, der stattfindet, für sich dem anzupassen, auch hier, wie gesagt, die hochwertigen Arbeitsplätze, die demnächst immer nach Werte gehen, für die zu besetzen, mit Leuten, die dann wirklich auch ihr Leben können machen. Ihr Leben machen bedeutet auch, dass sie sich am Laufe von den nächsten Jahrzehnten, wo sie im Arbeitsmarkt sind, für sich da permanent durch ihr Lifelong Learning, durch ihr lebenslang Lehren, für sich da fit zu halten, für auf dem Arbeitsmarkt können zu bestehen. Als Parlament haben wir einerseits den Kultausschuss, Kulturausschuss, und auch einerseits den Beschäftigungsausschuss zu mir ein Video zugemacht zu der Mitteilung. Und wir haben am Anfang festgestellt, dass es dann die richtige Richtung geht, was die Kommission hat proposiert, und dass es eigentlich auch trotzdem müssen nach mehr klaren Aktionen abgelöscht gehen, einen Aktionsplan. Auf jeden Fall muss auch geguckt gehen, nicht nur die Beschäftigten, für dass die Kompetenzen sich können uneignen, aber muss ja auch mal Personal, Profen, Lehrpersonal, Ausbilder, für die mal für die Schulen, für dass die, wie gesagt, die Schulung können weitergehen und die Leute, die dann in dem Moment müssen eine Formation kriegen. Das sind eine ganze Partie, das sind für allem digitale Kompetenzen, die in der Zukunft sich uneignen. Das sind aber auch Sozialkompetenzen. Das ist am Anfang eine inklusive Mischung von Bildung, die da gefroht ist, und wir haben probiert abzulöschen, und wir haben probiert, dann 10 Einzelmesuren zusammenzufassen. Das ist mal eine Kompetenzgarantie. Das heißt, dass jeder mal einen Sockel hat, wo stolz drauf sein kann, wo auf den Arbeitsmarkt gehen kann. Also eine Garantie, dass ich die dort Kompetenzen habe. Dann ist natürlich auch die Verschaffen von den europäischen Qualifikationen. Ihr wisst, dass wir verschiedene Qualifikationen haben. Wir haben ja ein Bildungssystem, das vielfältig ist in Europa, das doch ganz stark an der Kompetenz von den Memberstaaten ist, für, wie gesagt, ein europäisches Kader zu schaffen von den einzelnen Qualifikationen. Dann natürlich eine Koalition schaffen für die digitalen Kompetenzen im Arbeitsmarkt. Und da sollen die einzelnen Akteure an der Plattform dran sein. Das heißt, Patron natürlich, beschäftigt natürlich, aber auch das ganze Bildungswesen, für, wie gesagt, dort zusammen auf der Plattform zu agieren, für da etwas konkret auszuschaffen. Dann natürlich auch eine viel bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Sektoren für den Mangel an Fachkräften, den wir auch schon feststellen, für den zu beugen, für den am Anfang nicht die Plätze zu gehen, die im Moment als am Gang zu kriegen. Wir haben Fachkräftemangel an alle Bereiche, und das möchte also auch schon ganz stark sorgen, ganz stark zu schaffen.
Dann an Zukunft sollen natürlich auch Kompetenzen geschafft gehen für Migranten, für Bürger, die bei uns kommen, dass die, wie gesagt, geguckt gehen, für die Kompetenzgarantie zu kriegen. Und dann natürlich auch, je nachdem, was für eine spezifische Ausbildung dazu haben, für danach europäisch etwas abzulehnen, für, wie gesagt, dass die auch um Arbeitsmarkt können Fuß fassen. Den Europass soll eine Revision kriegen. Und da soll auch Berufsausbildung, ihr wisst, dass an Europa es geht ganz stark in Richtung Dienstleistungen, bei allen Ländern, aber auch Berufsausbildung soll mehr stark gefördert gehen. Und wir sollen auch gucken für die Reindustrialisierung an Europa, wo die Kommission noch nächste Woche einen Vorschlag möchte, für das mehr stark an den Vordergrund zu stellen, für das junge Leute auch mehr an der Industrie Fuß fassen und nicht nur, wie gesagt, am Dienstleistungssektor. Dann ist es natürlich auch eng Initiative an eng Noverfolgung eng Retracibilität fir ze gucken, wat den Umgang an de Zusammenarbeit mit den Unien an noch mat de Leiit mat den Aufgänger, die vun den Unie kommen. Und dann natürlich soll auch geguckt gin fir de Breien drehen, dat hecht wo man am Gang sind, ganz Regionen, ganz Länder Wissen an von Qualifikationen, Kompetenzen zu verlieren, die auswandern an einer Länder, wie die Wirtschaftsmoment besser durchstehen, wie gesagt, dem entgegenzuwirken, dass das nicht soll stattfinden, dass die an ihre Regionen, an ihre Länder auch eine Bildung kriegen, eine Ausbildung kriegen, und auch dem Moment wirtschaftlichen Abschwung können dealen. Das ist, wie gesagt, das Sujet, das ich dort geschafft habe. Ein zweites Sujet, den auch ganz wichtig ist, das ist den 1. September sind neue Testverfahren in Kraft getreten, für die Autos zu testen. Ihr wisst, dass man auch auf dieser Platz, aber auch sonst immer, hat man schon ganz stark Diskussionen, Negoziationen über den berühmten Dieselgate, mit allem, was damit zusammenhängt. Hier sind am Anfang 2 Tester, die vom 1. September an vorgeschrieben sind, nicht nur für den Diesel, sondern für die Autos, die Homologation von den neuen Modellen zu kriegen en general. Im Moment hat den EEDC, das ist ein New European Driving Cycle, den aus den 70er Jahren nach bestehen, an den am Anfang Testverfahren Prüfstand vorgeschrieben wird, ganz einfach, ganz rudimentär. Und da ist meistens von den europäischen von der Automobilindustrie als immer ein Prototyp hergestellt ging, wo eigentlich alles wie geschmiert, sondern ich habe gelernt, was auf dem Prüfstand, da sind spezielle Räder, spezielle Pneuen drauf gemacht, dass ganz oft extra Laufachsen, das alles zugepasst wird, was nicht an den Wandkanal gepasst wird und so weiter. Das ist für die absolut die besten Werte dort zu erreichen. Lo ist es so, dass vom 1. September, wie gesagt, ein WLTP gefordert, das ist ein weltweites System, das von der UNO anerkannt ist, aber das mehr streng Vorschriften möchte für auf dem Teststand, auf dem Prüfstand zu so reellen Konditionen soll durchstellen. Es geht ja nicht nur den Auspuff, den Toxiden, es geht ja nicht nur geguckt, es geht auch den Benzinverbrauch geguckt, es geht CO2-Emissionen geguckt, und natürlich auch, wie gesagt, Toxiden, Stickstoffoxiden, den berühmten NOx, dem Moment. Aber das andere soll auch geguckt gehen. Und du hast, wie gesagt, vom 1. September rund für die Modelle, die eine Homologation frohen, ist das Verfahren notwendig. Auch für die bestehend, die an die Wand kommen, die Autos, weil ihr wisst, dass da ein Unterschied besteht, wenn ihr eine Homologation friert, bis das Auto an die Wand kommt, da vergehen wir 1-2 Jahre, sodass der Testverfahren für die Autos, die auf den Markt kommen, reicht 2019 wird zielen. Dann haben wir aber auch den berühmten RDE, Real Drive Emission Test, das heißt an der Wirklichkeit, NRW, unter normalen, realen Bedingungen soll Testverfahren geguckt gehen, nicht nur im Prüfstand. Und da gibt, wie gesagt, die Richtwerte ermittelt. Und da geht es darum, dass die Einzelkonstrukteure Gas geben, für am Autojargon zu bleiben, Gas geben für die realen Bedingungen zu erfüllen, die Tester, die da werden stattfinden. Auch da gilt es an einer ersten Phase für die Neuautos, die rauskommen. Und dann an einer nächsten Phase geht es dann noch darum, für, wie gesagt, Autos, die schon im Markt sind, für die unter realen Bedingungen können zu testen, mit den Werten, die vorgeschrieben sind. 80 Milligramm pro Kilometer NOx-Ausstoß für Diesel zum Beispiel, mit einem Konformitätsfaktor 2,1. Das geht 161 Milligramm
pro Kilometer. Und das ist ein Wert, den ganz stark umstritten war, weil die Industrie als gesagt hat, die können wir so kurzfristig nicht erreichen. Wir, die aber die Gesundheit, Lebensqualität vom Bürger wollen schützen, haben unbedingt darauf gedrängt, für die Werte zu kriegen. Das waren Kollegen, da gehe ich ganz ehrlich zu, die nach mehr ambitiöse Werte wollten haben. Die kommen natürlich auch hier als Lummer den DPR für das Jahr. Und dann 2019 und 2021 kommen einzelne Etappen, wo es nach Mann geht. Wann ich weiß, und das muss ich auch wissen, wann ich weiß, wo wir hier kommen, wir sind bei 970 Milligramm pro Kilometer sind wir fortgegangen 1990, für lo, wie gesagt, bei 161 Milligramm umkommen zu sein, und nach an den nächsten Jahren besser zu gehen. Also ich meine trotzdem, bei allem Verdeiveln von der Dieseltechnologie muss ich aber auch unerkennen, dass da real Erfolge gemacht gehen. Wir müssen nach mit proper kriegen, den Diesel wird aber in Zukunft nicht all den Elektrocars, alternativ Biokraftstoffen, Alternativkraftstoffen, all die Wasserstoff, was im Moment an einer experimenteller Phase ist. Alles das wird aber auch in Diesel-Berechtigung bleiben. Wir schaffen ganz stark an einer Euro 7 Norm. Ihr wisst, dass Euro 6 Standard ist. Euro 7 Kommission soll demnächst einen Vorschlag machen. Und dann wird man gesehen, dass wir, wie gesagt, nach einer besseren Lebensqualität und nach einer besseren Luft kriegen innerhalb, nicht nur von unserer Stadt, sondern innerhalb von unserem ganzen Transport. Soweit heute von Brüssel. Nächste Woche, wie gesagt, zu Straßburg. Wir sind gespannt, ob Tritt vom Jean-Claude Juncker zu der Lage von der Union. Hier wird uns zählen, wie die Kommission hat gesagt, wo Europa die nächsten Jahre hinsteuert, wo die Schwerpunkte sind, wo die Prioritäten sind, und wo wir in Zukunft müssen schaffen, für das Europa an einem weltweiten Kontext, an einer Globalisierung, für das Europa auch in Zukunft seinen Platz wird. Merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.